Habe der und Servus zu der neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Heute haben wir mal wieder was gekriegt, und zwar von den coolen Socken von à la Mode. Glaube ich zumindest, dass man es ausspricht, wenn man es französisch liest. Ansonsten à la Mode. Auf alle Fälle ein Label aus Minga. Coole Affen, weil es aus Minga sind, das mögen wir schon mal. Und die haben uns den Film Die Erlösung der Fanny Lee geschickt. Und den haben wir, der Corby und ich, uns angeschaut. Und deswegen ist der Corby heute auch mit dabei. Hi Corby. Hallo. Genau, und wundert euch nicht, wenn ich ab und zu ein paar Ermahnungen loslasse. Wir lassen das erste Mal mit Webcam mitlaufen und jetzt sehe ich einen Corby, aber er sagt mich nicht, weil ich habe aus Gründen meine Webcam abgeklebt. Das wisst ihr warum. Und wenn der Corby meint, dass er unbeobachtet ist und komische Sachen tut, werden die ganze Zeit ermahnen. Ja. Gut, Corby, verzeih mal, um was geht's eigentlich bei dem Film mit der alten Fanny? Es geht um eine Bauernfamilie irgendwo im alten England, so um 1700 rum oder zwischen 1600 und 1700 rum, die aus einem alten Kriegsveteranen besteht, seinem Sohn und seiner Frau, die mehrere Jahre jünger sind wie er, weil der gute Mo, dieser Kriegsveteran, wird vom Charles Dance gespielt, auch bekannt als der Oberboss von den Lannisters aus Game of Thrones. Wie hieß der gute Mensch bei Game of Thrones? Du weißt es auswendig. Haha, Lecke. Der Vater, Kim. Ja, ich weiß, wenn du meinst, der, bei dem sich herausstellt, dass er kein Gold scheißt am Ende, aber Tywin Lannister. Der Tywin, genau. Der Tywin Lannister hat sie in eine andere Zeit katapultiert und ist mit der Dame namens Fanny Lorge oder diese Fanny Lay eben verheiratet. Einigen wir uns auf Fanny Lee. Die Fanny, oder nur die Old Fanny. Old Fanny. Mit der Old Fanny ist die Old Fanny, weil, genau, das erinnert mich an eine alte Nachbarin einfach. Die Old Fanny. Geh mit so Fanny und hol schnell eine Schüssel. Was hast du für eine Schüssel geholt? Ja, nicht zum Kochen halt. Keine Bettpfanne, die habe ich selber gehabt. Achso, ja, aber ich habe keine Schüsseln daheim gehabt. Nein, wir kommen aus einem sehr schüsselarmen Reich. Ei. Ja, aber die Fanny war ausgestattet, Fanny war ausgerüstet. Ja, und die Fanny, die ist zumindest da ausgerüstet mit einem guten Bauernhof, also zumindest für die drei reicht's vollkommen, wo sie eben kochen darf und waschen darf und mit ihrer Familie dann in die Kirche gehen darf. Und während die so in der Kirche sind, brechen zwei nackerte Leute bei einer ein. Also bis jetzt stimmt da wirklich alles. Und die machen sie dann ein bisschen bei einer breit und im Verlauf des Films empuppen sich diese zwei Leute als ein bisschen gottesfremd, kann man eigentlich fast sagen. Oder sie haben eine andere Ansicht über Religion und wie man damit umgeht und über Sexualität und ihr merkt schon, da merkt man dann, okay, das ist vielleicht ein Film, wo es nicht ganz so um normale Bauernfamilien geht, sondern um das Leben von der Fanny Lee oder von der Old Fanny, das sie dann durch diese zwei Nackerten grundsätzlich verändert. Grundsätzlich verändert, ja. Ich glaube, besser kann man den Film gar nicht beschreiben, oder? Na, geht nicht. Das geht echt nicht besser. Du hast es einmal schon gesagt, sie darf putzen, sie darf kochen. Ja, schon. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so, dass der Herr des Hauses das so fordert, weil es halt einfach weil das halt einfach so war, gell? Gute alte Zeit, sage ich da gerade. Ja. Die gute alte puritanische Zeit, sage ich da gerade. Nicht so wie es heutzutage ist, gell, wo wir nachfragen müssen, ob man mal wieder Fernsehen schauen dürfen oder vielleicht mal ein Videospiel spielen oder so. Ja, eben. Und dann hast du wieder, hast du schon putzt? Na, zack, und schon hast du wieder. Was, genau. Dann heißt jetzt halt, hey, weil jetzt musst du mal schauen, dass du kochst, weil am Viertel noch sind mit, aber mir einen Podcast aufnehmen und dann kann ich den Gaudi nicht brauchen, weil mein Superbüro nämlich auch im Küchesszimmer ist. Und dann hast du gerade heute Fotzen und macht er Essen selber. Weißt, das hätte es früher nicht gegeben, weil der Typ, wie heißt der John? Charles Dance, wie heißt der in dem Film? Das weiß ich gerade. John hat er geheißen, genau. Der John sagt ja auch, dass das Schonen des Stocks meistens nicht so gut ist in der Zeit, aber ja, jetzt sagst du ja, was rauskommt, wenn man den Stock zu sehr schont. Wir dürfen ihn gar nicht mehr hernehmen. Und jetzt kriegen wir mir über die verbale Keule von die Weiber. Und vor allem mit Stock
meint er nicht seinen Penis. Nein, ausnahmsweise ist es kein Phalluswitz. Sondern wirklich einen Stock. Und der ist ja nicht mal, ich sage mal, der ist so Zeigefinger dick und lang und boah, lecker, was meinst du, wie der zündet, wenn du den drüber kriegst? Und den nimmt er mal in den Film allein schon 2-3 Mal hier. Hei, 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 hei. Ja, und so erzieht er praktisch dann seine Frau und auch seinen Sohn. Und die zwei Nackerten, die dann da eintreffen, die, ja, sagen wir mal, die treiben's dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch relativ bunt, so dass eben dann der John hart durchgreifen muss. Auf alle Und Fälle. dann eskaliert eigentlich alles. Also das Blöde ist, wir können eigentlich jetzt nicht allzu viel über diese Wendung von dem Film erzählen, weil dann braucht ihr euch den Film auch gar nicht mehr anschauen. Aber, Kani, ich glaube, du wirst jetzt gleich unseren lieben Hörern sagen, dass der Film sich auf jeden Fall lohnt, dass man sich anschaut, oder? Naja. Damit wir ein bisschen drüber reden können, haben wir jetzt einfach mal eine fette Spoilerwarnung aus. Ab jetzt werden sich der Kolbi und ich über Thematiken, die storyrelevant sind, unterhalten. Wir versuchen zwar jetzt nicht die Major-Spoiler auszuhauen, aber der Film ist nicht so wendungsreich, dass das Hirn zerreißt, wenn es das vorher schon weißt. Drum, wer gar nichts wissen möchte, der schaltet jetzt aus. Aber abonniert und liked uns trotzdem, weil sonst kriegt er auf seine fetten Wurstfinger. Gut. Das heißt, wir reden jetzt über die Jesus-KI und über die Aliens, oder? Ja, genau. Und um die zweite Dimension. Und dann praktisch die Game of Thrones Crossover. Und das Last Action Hero Crossover, weil da war der Charles Dance ja auch dabei. Übrigens, stimmt. Weltklasse Film, ja. Ja. Ordentlich wobei der Charles Dance nur. Mittlerweile eigentlich gefühlt in fast jeder Rolle mitspielen möchte. Er ist halt einfach so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, Film-Rampensau. Oh, süß, wir sind beide aufs gleiche Wort gekommen. Oh, das ist echt cute. Schön, dass ich die dabei sehen kann. Oh, ja, auf, dass du dabei angelangst. Ja, kommt jetzt allein der kommenden Serie zu The Sandman, der Comicreihe, die sie jetzt endlich mal verfilmen, ist er auch wieder dabei. Der mag schon in die guten, großen Sachen dabei sein. Aber er mag halt auch mal bei den nicht so gut großen Sachen dabei sein, wie hier Erlösung von der Fanny. Ja, wobei, es waren schon ein paar coole Szenen dabei. Also gerade wenn der Film so angeht, dann denkt man sich, oi, was wird jetzt das werden die nächsten 1,5 Stunden? Das wird bestimmt etwas langweilig. Aber sobald dann die Nackerten auftauchen, merkst du schon, hui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bin ich voll dabei. Voll, Nackerte, Ja, und dann irgendwie nach und nach passieren lauter seltsame und komische Wendungen, so dass man dann doch bis zum Schluss dran bleibt. Ja. Also ich weiß nicht, wie ist denn dir gegangen, wo du gerade den Anfang gesehen hast? Bei mir ist irgendwie so zweischneidig das Ding. Das ist entweder, ich weiß nicht, wie ich ihn genau betrachten soll, weil ich nicht genau weiß, wie ihn der Regisseur eigentlich darstellen möchte. Weil auf der einen Seite kommt er mir irgendwie voll billig vor mit der Zeit, dann die Kostüme, das schaut alles so komisch aus. Wenn man es aber von anderen Seiten betrachtet, dann schaut das irgendwie voll geil an das 60er, 70er Jahr, an den 60er, 70er Jahresstil aus, wie zum Beispiel Hexen bis aufs Blut gequält oder so. Die haben so eine ähnliche Aufmachung vom Design. Wenn das jetzt, ich weiß ja nicht, ob man sich da gezielt irgendwie drauf orientiert hat, weil auch die Erzählweise ist relativ ruhig und irgendwie so, wie die alten haben, aber die Frage ist eben, wenn er es wollt, dann ist es voll geil, dann ist das echt cool umgekommen. Wenn er es aber nicht wollt, dann hat er gemeint, so macht man einen Film, dann muss ich sagen, jetzt ist es irgendwie ist so langweilig und so komisch. Er hat zwar dann doch wieder seine Momente, wo er wieder weniger glänzt. Vor allem muss ich ja sagen, bei die, in Anführungszeichen, so jetzt mit Splatter-Effekte, so richtige Splatter-Reihen sind sie ja nicht, aber du weißt, was ich meine, die 2, 3 Effekte, die dann einmal vorkommen, die sind echt geil handgemacht umgesetzt worden. Ja. Und der Charles Dance, den seine Figur ist, der hat ja sowieso für mich eine unglaublich starke Bildpräsenz. Der Typ, wenn irgendwo ist, von dem habe ich immer Angst. Wenn er am Besen spielt, dann habe ich einfach Angst vor ihm. Mit alles da, was er mir sagen hat. Echt. Was allerdings schade ist, dass die deutsche Synchro da er leider nicht gut zuspielt. Ja. Also wer die Stimme von Erben von Game of Thrones gewohnt ist, der wird in dem Film mit der deutschen Synchronstimme schon enttäuscht sein. Ja. Weil da klingt's halt dann so, als wenn er halt irgendein x-beliebiger Statist einfach war, wo man sich da nicht wirklich Mühe gegeben hat, dass man ja viel Geld für eine markante Stimme ausgeben möchte. Also finde ich, passt halt da jetzt nicht so gut. Bei allen anderen Charakteren, die vorgekommen sind, finde ich, haben sie sich irgendwie mehr Mühe gegeben oder die waren auch treffender. Die zwei Nackerten, die ziehen sich ja irgendwann einmal übers O. Das sind dann der Thomas und die Rebecca, glaube ich.
Ja. Und man weiß halt am Anfang ja nicht genau, warum haben die sie jetzt da eingenistet, mehr oder weniger. Also sie sagen halt, sie sind vor Banditen geflohen, aber man merkt halt schon am Anfang als Zuschauer, ob das so stimmt, was die zwei von sich geben, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, nein. Ja, und irgendwann kommt halt dann ein Sheriff und sucht nach den beiden und sie verstecken sie dann natürlich und bedrohen dann den John und die Fanny und deren Sohn, wo mir der Name entfallen ist, mit ihrem Leben. Puh, wenn der Kasten. Ich glaube Arthur, kann das sein? Das geht hier, ja. Glaub schon. Nehmen wir ihn einfach außer. So, du hast jetzt Arthur. Fertig. Und nachdem die halt bedrohen, eskaliert es halt ein bisschen und da halt gerade der John ein sehr gottesfürchtiger Mensch ist, was halt so im 16. und 17. Jahrhundert das Allerheiligste war, stellt sich dann heraus, dass die zwei ja das mit Gott ein bisschen anders interpretieren und freie Liebe und so mögen. Also es sind eigentlich zwei Hippies, mehr oder weniger Ja, gewaltbereite genau. Hippies. Und dadurch, dass eben der John so gottesfürchtig ist und die Frau halt, wie es der Kani vorher schon angedeutet hat, nicht so viel zum Sagen hat, wollen sie halt so mehr die Fanny aus, ja, wie soll ich sagen, hervorlocken und sie ein bisschen betören, dass sie halt eröffnet und dass sie halt auch selber sagt, was ihre Meinung ist und dass sie selber mal den Stock erheben darf gegen den John und ja, das gefällt ihr ja ganz gut. Dann macht so ordentlich mit. Naja, ganz so ist es jetzt auch wieder nicht, aber sagen wir mal, sie merkt schon, dass das gar nicht so verkehrt ist, da vielleicht ein bisschen breiter zum Denken. Oder überhaupt damit zum Denken. Ja, okay, ich glaube schon, dass davor auch gedacht hat, aber es war halt so in ihrer kleinen viereckigen Welt und jetzt sieht es halt dann durch den Thomas und die Rebecca, dass es auch anders geht. Ja, genau. Ja, es ist an sich irgendwie alles so ein bisschen, ich fand einfach alles so irgendwie so komisch und ich glaube, es lag auch dran, der Film ist auch einfach zu lang, der dauert fast 2 Stunden. Das, wenn er ein wenig komprimierter gewesen wäre, ein wenig knackiger erzählt worden war, weil ich finde zum Beispiel, die Figuren sind nicht so interessant geschrieben, dass ich denen da ewig lang zuschauen möchte, weil sie irgendeinen Bullshit machen, wenn er da dann, wenn dann der Thomas da an Arthur mit die, was hat er denn da in seinem Korb abschmeißt und dann schaue ich da 5 Minuten zu, wie sie sich gegenseitig mit irgendeinem Scheißdreck abwerfen. Das ist jetzt total unnötig, das tragt nichts zur Geschichte dabei und halt auch nicht zur Figurenentwicklung für mich, weil die Figuren für mich halt so blass bleiben. Die haben mich einfach einen Scheißdreck interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat, ist, warum der scheiß Thomas eigentlich so einen unglaublich perfekt rasierten 3-Tage-Bart die ganze Zeit hat und so einen scheiß Crunch-Look hat, wie der Kurt Cobain, wenn er sich die Haare geschnitten hat. Da passt die Optik auch überhaupt nicht zu von dem Idioten, zu dem ganzen Setting. Und die, wenn da vielleicht eine halbe Stunde daneben geschnitten hätten oder rausgenommen hätten von Haus aus und hätten gesagt, was machen wir knackige 1,5 Stunden inklusive Abspann, also effektiv 1 Stunde 23 nur Film, dann war vielleicht mehr dabei rumgekommen und dann hätte er mir eher bei der Stange gehalten, weil er hat mir dann in der Mitte hat er mich ziemlich stark verloren. Und dann kommt ja dann die große Gaudi da, wo's dann der John sie wieder die zwei Leute dann verrammen mich und zum Aufhänger bringen mich und dann kommt nochmal so ein toller Twist, weil dann auf einmal der Sheriff und sein behinderter Krüppel, Vollidiot da, der ist so schlecht overacted, dass es nicht zum Aushalten ist, dann wieder zurück zu einer Farm reiten und da dann Kasala machen. Da denkst du dann so, okay, krass, was ist jetzt das? Und dann hat er mir aber gleich wieder verloren. Es war dann einfach zu spät und viel langweiliger Scheiß davor, dass er mich nochmal richtig erwischt hätte. Da haben ihm dann auch die ausgestochenen Augen und der Headshot, die haben da auch nochmal geholfen, obwohl die schön zum Anschauen waren. Ja, wobei, wenn du schon so weit geschaut hast, dann möchtest du auch wissen, wie es dann ausgeht. Ja, wie gesagt, ich bleibe von Haus aus immer dran, wenn ich mir was anschaue und schaue das fertig an. Ganz selten, dass ich was abbrich. Wenn ich sage jetzt, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist einfach, der ist so zweischneidig, der Film. Ja, irgendwie so interessant, irgendwie ist aber auch, Also man muss ja sagen, durch diese zwei blutigen Szenen, die du gerade angeschnitten hast, ist der Film ab 18. Also die Effekte sind echt geil, aber es trägt halt null zur Handlung irgendwie bei, weil im Endeffekt, wenn man jetzt einfach nur gesagt hätte, oh je, ein Toter, dann hätte es wahrscheinlich auch schon gereicht, weil es hätte halt zu der Dynamik von dem Film genauso beigetragen, wie wenn sie es halt jetzt direkt gezeigt hätten. ja, Also, und weil ich glaube, wenn die zwei Szenen nicht dabei waren, dann hätte ich gesagt, der ist vielleicht ab 12 bis 16.
Ja, und ich sag sogar mit den Szenen, er hätte locker ab 16 sein können. Also das ist wieder mal eine FSK-Entscheidung. Wahrscheinlich ist am Ende wieder irgendein Trailer drauf, auf der Blu-ray wegen dem eigentlich dann aber 18, also der Film selber hat 16er Freigabe, das haben wir nämlich auch schon oft genug gehabt. Ja. Weil wir haben in 16er Filme wildere Szenen drinnen gehabt als diese 2 Szenen und ja, keine Ahnung, am Sonntag nach 2 Tagen 20 Halbes auf, da hau ich wildere Sachen ins Klo rein, die nicht ab 18 warten. Also das ist wieder eine Freigabeentscheidung, die kriege ich nicht, die kapiere ich nicht. Das sollte unser Zitat zu dem Film werden, ja. Müssen wir also praktisch eine schriftliche Review dazu schreiben und die dann schicken und wir schauen, ob sie das aufs Cover draufdrucken. Was ich mal wieder nicht ganz so hinterfragt habe, weil wir haben ja diesen Screener zur Verfügung bekommen, damit wir eben über den Film auch sprechen können. Der ist ja eigentlich 2019 rausgekommen. Warum haben wir den jetzt erst als Screener gesehen? Weiß ich nicht. Ja, der hat Deutschland-Release ist jetzt, wir haben heute, schreiben wir den 17.2. und am 19.2. ist jetzt erst der Deutschland-Release dazu. Also ich vermute mal, das ist der Blu-ray-Release. Genau. Also entweder sie haben den da wahrscheinlich nochmal irgendwie anders geschnitten oder so, aber ihr könnt jetzt da exklusiv von uns die Meinung zur Erlösung der Fanny Lee von der Old Fanny heute hören. Ja, eben. Kommt sogar laut Schnittberichte ist es sogar der Extended Cut, der da bei uns kommt. Deswegen wird er ab 18 sein. Halt, Lüge, straf mich Lüge, ist kein Extended Cut für Deutschland. Und ich schaue jetzt gerade noch mal kurz nach, aber der Film, das ist die Kinofassung, sie ist ungeschnitten, aber eben ab 18. Es handelt sich also nicht um einen Trailer, der die Freigabe auf der Hülle ab 18 zu verantworten hat, sondern es ist wirklich der Headshot und die ausgestochenen Augen, die man ja nicht einmal sieht, wie sie ausgestochen werden, man sieht dann nur, dass sie ausgestochen sind. Ja, weiß ich nicht, warum es so aber 18. Ich glaube, da haben sie nur einen schlechten Tag beim Würfeln gehabt in der FSK. Wahrscheinlich einfach nur, weil man Titten sieht. Das kann da sein, dass Busen damit einspielen. Aber wobei, wir sind ja nicht in Amerika, gell? Ist ein Busens Problem. Okay. Bei uns ist immer das Gewaltsproblem und in Amerika ist ein Nacktheitsproblem. Wo ist Religion das Problem? Überall sonst. Wahrscheinlich eher dann so im Mittleren und Nahen Osten wirst du eher Probleme kriegen, wenn es um Religion geht. Je nachdem, was du jetzt sagst und tust. Und über welche Religion man redet. Das ist das Nächste, das sowieso. Was jetzt, sollen wir gleich übergehen zu, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen? Ja, Falle. Was hat dann gefallen bei der Fanny? Wenn du nicht ganz so begeistert bist von dem Film, muss ich sagen, für so einen ruhigen Sonntagvormittag war es gar nicht so verkehrt. Also ich habe mir den tatsächlich an einem Sonntagvormittag angeschaut, habe nebenbei dann gerade am Anfang ein bisschen Sport gemacht. Was ja absolut okay ist, weil am Anfang passiert einfach nicht so viel. Ich war schon ganz okay unterhalten. Also da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen, wo ich mir dann gedacht habe, oh Gott, und da habe ich mir jetzt 1,5 Stunden reingezogen. Weil er hat halt schon so seinen Twist in der Mitte und dann halt auch nochmal zum Ende. Wobei in der Mitte habe ich mir dann gedacht, boah, leck, bin ich jetzt schon am Ende oder was? Und hab halt dann geschaut und dann, oh Gott, ich bin erst bei der Hälfte. Scheiße, was soll denn da jetzt noch großartig passieren? Ja, also sagen wir mal, es ist eigentlich schon für einen Sonntagvormittag okay. Und was hat mir nicht gefallen? Wie schon gesagt, die deutsche Synchro von Charles Dance, das macht den Film ehrlich gesagt etwas madig. Wenn es da jetzt diese Synchronstimme aus Game of Thrones gewonnen hätten, dann hätte ich sogar gesagt, wer den Charakter mag oder den cool gefunden hat in Game of Thrones, kann sich den ja mal reinziehen, weil er da irgendwie ähnlich unterwegs ist, also zumindest was halt so sei ehrenhafter oder was schon diese respektvolle oder ehrenhafte Figur ausmacht, aber halt mit der deutschen Synchronstimme muss man sich wahrscheinlich eher nur auf Englisch anschauen. Und bei dir? Was sagst du? Ja, gefallen hat er mir. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Regisseur wirklich Bock drauf gehabt hat, dass er das Flair aus die 60er, 70er Jahre eben, wie schon gesagt, bei Hexen bis aufs Blut gequält, ähnlich in die Richtung, dass er dieses Flair einfängt, auch mit den Kostümen und so.
ich gehe jetzt auf aus, das wollte und dann sage ich, das ist cool. Dann hat er es cool gemacht, dann schaut das echt so aus wie die alten Hammern, mit den Kostüme und mit dem ganzen Setting, bis auf eben von dem Thomas, den seine Frisuren, sein perfekter, getrimmter 3-Tage-Bart. Das passt bist du nicht so ganz. neidisch. Ich bin echt neidisch, weil ich mittlerweile ausschaue wie ein scheiß Chewbacca, weil ich nicht zum Friseur komme. Und was mir nicht gefallen hat, ist die Länge von dem Film. Der ist einfach, in meinen Augen ist er einfach zu lang. Es heißt zwar, dass der Extended Cut, der auch existiert, dass der den Film wesentlich besser machen soll. Die Kinofassung soll recht schwach sein im Vergleich zum Extended Cut. Das heißt zwar oft, ich darf mir aber auf alle Fälle noch mal anschauen in den Extended Cut, weil Potenzial ist viel vorhanden bei dem Film. Aber wenn ich irgendwas angreifen muss, richtig stark, dann ist es die Stunde 52 oder was er dauert. Bei mir ist auch so gegangen, dass ich dann einmal geschaut habe, wie lange das eigentlich noch dauert und dann fast vor der Couch gefallen war. Als ich gesehen habe, ich bin auch erst bei der Hälfte. Ja, irgendwie als Kurzfilm war er schon cooler gewesen. Weil Ja. gerade so, was halt in der ersten Hälfte passiert, das kannst du ja wirklich teilweise einfach weglassen. Voll. Das hätte ich nämlich mit einer Szene auch darstellen können, dass dass der Charles Dance da sehr mit strenger Hand über seine Familie herrscht. Dafür hätte ich nicht eine Dreiviertelstunde Erzählung braucht, in der er immer wieder saulästig ist und ja 48.000 Mal verzeiht, wie toll Gott ist und wie toll ist, dass man mit dem Stecker seine Familie einschlagen kann. Das Geil, hätte er einfach von Anfang an alle mit einer Bibel verprügelt, hätte er beide schon verbunden. Genau, eine Szene, 5 Minuten mit einer Bibel und einem Stock bewaffnet, die Leute mal sauber gewassert und dann weiß ich, wo der Wind herpfeift hast. Aber es muss ich nicht eine Dreiviertelstunde anschauen. Der war knackiger, war er wesentlich besser gewesen. Aber wenn irgendwann der Extended Cut bei uns kommt, dann machen wir vielleicht noch mal ein kleines Add-on zu dieser Folge. Genau. Vielleicht sogar mit dem Mike, der dann eine ganz andere Meinung hat. Echt? Hast du mit ihm schon geredet? Na, das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der Mike da vielleicht wieder ganz andere Interpretationen rauszieht. Ja, es kommt drauf an, was wir im Google und Wikipedia vorschlagen. Da kommen seine Interpretationen über her. Der Pseudometer-Depp. Entschuldigung, Mike, ich hab dich lieb. Bevor wir auf Mike rumreiten, reiten wir lieber auf unseren Triple Threat rum. Mike, gibt's Titten? Mike sag ich schon. Corby, gibt's Titten? Mein Gott, hey, du denkst die ganze Zeit nur an Mike. Ja, weil sei froh, dass ich das Video aus hab. Mike. Ja, es gibt Titten. Gibt's Trompeten? Ja, gibt's auch. Und haben wir tote Tiere? Auch. Echt? Ja, da wird ein Schwein umgebracht und das wird dann auf offenem Feuer gegrillt. Da habe ich anscheinend kurz mal geschlafen. Das war dieses sehr behaarte Schwein. Ach ja, stimmt. Der arme Wammelsepp. Ja. Deswegen, ich habe mir dann schon gedacht, okay, er hat wenigstens alle 3 Ts erfüllt. Ja, wenigstens das ist doch anhand von dem bewertet ist der Film geil. Saugeil. Voll geil. Auf alle Fälle, sagen wir dann einmal Danke zu à la Mode für den Screener. Wenn wir euch falsch aussprechen, dann schickt uns kurze Voicemail, wie man ein Label richtig ausspricht. Leider sind wir jetzt blöd dafür, weil wir aus dem bayerischen Outback kommen. Das gilt bei so Sprachbarrieren immer als Ausrede. Ich kann jetzt bei dem Film nur sagen, holt's euch einmal, schaut's euch an. Er hat auf alle Fälle seine Daseinsberechtigung und er kann auch unterhalten. Er hat aber auch seine Mängel, denen man sich bewusst sein muss und ich deswegen immer noch hoffe, dass man Extended Cut zum Sehen kriegt, der das ein bisschen ausbügelt. Genau. Wer natürlich mal das mit dem Kurzfilm ausprobieren will, der kann ja einfach dann, wenn er die Blu-ray hat, die ersten, 6 Kapitel einfach immer so 10 Sekunden anspielen lassen und dann weitermachen. Ja, genau. Eigentlich klang so, wenn es direkt irgendwo bei der Hälfte erst einschaltest, da kriegst du es auch noch mit, dass der Charles, der John, der Pap, alle saulästig ist, dass die anderen alle knockert sein wollen. Und dass halt dann 2 Welten aufeinander prallen. Also wenn es irgendwo bei der Hälfte einschaltet, dann habt ihr eigentlich die knackigere, bessere Version von dem Film. Wobei die Trompete überspringt's dann. Das ist schon bitter. Dann, da habe ich jetzt nicht genau auf durchgeschaut, diesmal ausnahmsweise. Shame on me. Bei welcher Minuten, dass der Schwengel raushängt. Vielleicht ich schau nochmal nach und dann schreiben wir es unter dem Fließtext von der Podcast-Folge, schreiben wir es ein, auf welche Minuten das springen müsst, dass ihr den Schwengel seht. Und dann sagen wir vielen Dank, dass ihr uns wieder mit zugehört habt. Das freut uns wie immer. Ich glaube, an Corby auch. Tierisch. Ich bin so stolz. Und an die Synchronstimme von Charles Dance aus Game of Thrones, melde dich.
melde dich und mach mit unserem Podcast. Wir vermissen deine Stimme, also vor allem ich, und es wäre echt cool. Auf alle Fälle wäre das cool. Stell mir vor, unser Intro gesprochen vom Tywin Lannister. Das war schon geil. Und jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, bringt er die zum Schweigen. Das nur durch einen Blick, den ich gar nicht sehe, weil wir es ja online aufnehmen müssen. Ja. Aber der es schaffen, weil der hat einfach eine Sehne-Präsenz, das ist gruselig. Das ist einfach richtig gruselig. Aber zurück zum Business, besucht uns auf Steady, schaut's mal rein, wir haben noch ein paar coole Pakete gemacht. Jetzt kommt es halt richtig raus, dass wir geile Wichser sind, aber mein Gott, das hilft ja eh nicht. Irgendwann hat es aufkommen müssen und jetzt ist es soweit. Und ansonsten liken, teilen, kommentieren, abonnieren und holt euch auch einen Stecker, der nicht dicker ist als ein Finger und haut unsere Initialien andere Leute ins Kreuz ein. Nein, das darf natürlich nicht echt, das soll keine Aufforderung sein. Na, wenn ihr bei Insta und bei Facebook fertig seid mit Abonnieren, Liken und Teilen, dann geht's auf YouTube, da unseren Kanal abonnieren, außer ihr habt es schon gemacht, dann drückt die Glocke, wenn es das schon gemacht habt, drückt nochmal die Glocke, da freuen wir uns auch. Ja, genau. Überall Daumen nach oben, Apple Podcast nicht vergessen, da brauchen wir nur weitere gute Rezessionen. Das stimmt, ja. An den King of Queens, du darfst ruhig noch öfter hinschreiben, geiler Podcast, irgendwann, der Kani, wenn er die sieht, dann gibt's ein Lustfest. aber hallo, das ist doch wie so ein Fan-User-Treffen. Oh Gott. So, gewisse Branchen haben es vorgemacht, dass es funktionieren kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Hier.